Dr. Christiane Wolf ist Gynäkologin, Achtsamkeits- und Mitgefühlslehrerin und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit buddhistischer Praxis. In unserem Gespräch erzählt sie, wie sie zum Buddhismus fand und wie sie in ihrer Laufbahn in der Onkologie erste Brücken zwischen westlicher Medizin und östlicher Meditationspraxis zu schlagen begann. Ein zentrales Thema in Christianes Arbeit ist Schmerz, insbesondere chronische Schmerzen, und darüber hat sie nun ein Buch geschrieben. Im Gespräch zeigt sie auf, wie eine veränderte Haltung zum Schmerz, kombiniert mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, die Schmerzerfahrung transformieren kann. Hier wird Schmerz nicht verdrängt, sondern aus verschiedenen Perspektiven neugierig untersucht, mit Techniken wie dem Bodyscan oder Somatic Tracking. Das Ziel? Einen neuen Umgang mit Schmerz finden, ohne Angst und Abwehr und Schmerz als Teil des Lebens anzunehmen. Wir sprachen über den Unterschied zwischen akuten und chronischen Schmerzen, wie Gedankenschleifen den Schmerz verstärken können und die wichtige Rolle des Selbstmitgefühls. Christiane erklärt, wie durch Selbstmitgefühl eine warme, akzeptierende Beziehung zu sich selbst entstehen kann, die hilft, Schmerz und Stress auch langfristig zu halten. Abschließend sprechen wir über die Rolle von Medikamenten in der Schmerzbewältigung und die Entwicklung von Achtsamkeit in der Medizin. Ich denke, das ist ein sehr aktuelles Thema und falls nicht für dich, kennst du vielleicht jemanden, dem du diese Folge weiterleiten kannst. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch dies. Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt von mir. Ich möchte keine Werbung schalten und ihn für alle zugänglich halten. Falls du den Podcast unterstützen möchtest, dann like, kommentiere oder leite ihn weiter. Und wenn du etwas an die Produktions- und Hostingkosten beitragen möchtest, dann geht das ganz einfach über Twint. Die Angaben dazu findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute spreche ich mit Christiane Wolf. Christiane ist promovierte Gynäkologin, also Ärztin und heute Lehrerin und Ausbildnerin für Achtsamkeit und Mitgefühl. Sie studierte in Berlin Medizin und arbeitete dort in einem Krankenhaus, wo sie ihre klinische Expertise schon früh mit tiefem Wissen über buddhistische Praktiken verband. Christiane erhielt ihre Dharma-Lehrerinnen-Autorisierung in der Vipassana-Tradition von renommierten Lehrenden wie Trudy Goodman, Jack Kornfield und Joseph Goldstein. Sie ist Mitautorin von A Clinician's Guide to Teaching Mindfulness, auf Deutsch erschienen als Die Kunst, Achtsamkeit zu lehren, und Autorin des Buches Outsmart Your Pain, das auf die Anwendung von Achtsamkeit bei chronischen Schmerzen fokussiert und soeben unter dem Titel Achtsamkeit und Selbstmitgefühl bei chronischen Schmerzen auf Deutsch erschienen ist. Als Senior Teacher bei Insight LA und Beraterin für das US-amerikanische Gesundheitsministerium prägt sie die Achtsamkeitslehrenden-Community weltweit. Neben ihrer Arbeit als Lehrerin und Autorin ist Christiane auch leidenschaftliche Ultraläuferin und Mutter von 3 Kindern. Christiane, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, hallo. Ja, ich habe es erwähnt, du bist unter anderem Ärztin, heute aber primär in den Bereichen Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und Meditation tätig. Auf deiner Website habe ich gesehen, dass du schon früh, ich glaube vor dem Studium, dich schon für Buddhismus zu interessieren begonnen hast. Wie kam es dazu? Ja, ich habe so nach dem Sinn des Lebens gesucht, so wie man das so oft so in den Teenagerjahren macht. Und das, was mir zu Hause angeboten wurde, dort, wo ich aufgewachsen bin, das reichte nicht. Oder ich hatte das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen mit meinen Fragen. Und dann habe ich einfach erstmal rumgelesen und habe dann auch irgendwo mal was über Buddhismus gelesen. Ich glaube, das war damals von Edward Conze. So viel gab es gar nicht in Deutsch oder ich bin zumindest nicht dran gekommen. Und da war so die Message, die bei mir ankam: Leben ist Leiden. Und ich dachte, oh Gott, was für eine fürchterliche Religion. Da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und habe das dann so ein bisschen zur Seite gelegt. Und habe dann aber so um die Abiturszeit, ähm, ich bin von Deutschland nach England
getrennt und habe auf der Fähre rüber nach England einen Mann kennengelernt, der in der Ajahn Chah-Tradition ordiniert gewesen ist, der gerade aus dem Kloster ausgetreten war und zurückging nach England, um dort im Süden in Totnes in so einer Art Halfway House zu leben. Und der hat mich sehr beeindruckt, also die Art und Weise einfach, wie er war. Und der hat mich dann eben eingeladen, einfach mal dahin zu kommen und mir das einfach ein bisschen mehr anzugucken. Und das war eben etwas, was mich einfach sehr berührt hat. Wirklich die Art und Weise, wie er und die anderen Menschen, die dort in diesem Haus gelebt haben, also wie die waren. Also deren Art zu sein. Da war irgendwas, was in mir aufgehorcht hat und gesagt hat, da musst du aufpassen. Also das ist wichtig. Das war dann in England, in Totnes. Und Genau. dann warst du da mal so ein wenig in Kontakt und dann wie ist es weitergegangen? Hast du dich eingelesen oder hast du Retreats gemacht? Gar nicht, nee. Also also ich habe die dann gefragt, wie ich das Wissen einfach vertiefen kann oder mehr lernen kann über Buddhismus. Und dann haben die mich nach Amaravati geschickt, also das Kloster, was außerhalb von London ist, in der Ajahn Chah-Tradition, was damals von Ajahn Sumedho geleitet wurde. Und da habe ich mich gleich angemeldet und habe dann den ganzen Sommer da verbracht und bin da einfach mitgelaufen, also bei den Nonnen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe da dann auch Zuflucht genommen formell und habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht also für ein Jahr weiß tragen würde, also so Probe ordinieren würde für ein Jahr. Habe mich dann aber aus diversen Gründen dagegen entschieden. Und ein Grund war, dass ich halt einen Medizinstudienplatz bekommen habe und einfach dachte, ich kann mir das nicht leisten, ein Jahr sozusagen freizunehmen. Mhm. Und dann hast du zu studieren begonnen und ich nehme an, das ist ein ziemlicher Gegensatz zu einem buddhistischen Kloster. Das war ein ziemlicher Gegensatz, ja. Und dann war es auch so, also ich habe damals angefangen in Gießen zu studieren, also so eine kleine Universitätsstadt in der Nähe von Frankfurt. Da bin ich damals hingegangen, weil ich wollte gerne Psychosomatikerin werden, also die Verbindung zwischen Körper und Geist, das hat mich schon immer sehr interessiert. Und damals war Horst Eberhard Richter, war einer meiner großen Helden, ein Psychosomatiker, der auch also einige Bücher geschrieben hatte, also die ich sehr liebte und bin deswegen nach Gießen gegangen, um dann festzustellen, dass er gerade emeritierte, als ich dort anfing, wie das so manchmal so ist. Und es gab natürlich keine Vipassana-Gruppe in Gießen. Und weil ich aber auch schon damals so das Gefühl hatte, ich brauche ein Sangha zum Praktizieren, bin ich dann erstmal bei einem Zen-Sangha gelandet, der bei mir um die Ecke war. Und habe da dann über, ich glaube, so 1,5 Jahre oder so praktiziert mit denen regelmäßig, bis ich dann nach dem Physikum nach Berlin gewechselt bin und dort lange nach einem Sangha gesucht habe. Also ich habe verschiedene Sanghas besucht und das ist einfach, es muss passen. Ja, die Mhm. Leute müssen passen, ne? Weil ein Also Sangha. Sangha, wir müssen es vielleicht noch sagen für 2, 3 Leute, die es nicht wissen. Gemeinschaft, Das ja. Gemeinschaft, genau. Genau, die Praxisgemeinschaft. Einfach Leute, die auch auf dem Weg sind. Ja, aber es geht ja nicht nur um den Weg, sondern die Leute müssen einem ja auch liegen. Mhm. Ja, das hat dann wirklich eine Weile gedauert, bis ich dann in Berlin wirklich so für die Jahre, bis wir dann ausgewandert sind, meinen Herzenssangha gefunden habe. Und wie war es im Studium? Spielte damals irgend sowas wie Achtsamkeit oder Meditation schon irgendeine Rolle oder kam das noch überhaupt Oh nicht vor? nein, oh nein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das inzwischen tatsächlich mal eine Rolle spielt, aber gab es überhaupt nicht. Also es war ganz interessant. Ich hatte damals tatsächlich mal was gehört von MBSR, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, was also von John Kabat-Zinn begründet wurde und was ich dann auch letztlich gelernt habe und eben auch Ausbilderin bin. Aber ich habe das völlig abgetan. Also ich habe gedacht, ach, das ist Buddhismus Light, so, da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben und habe das
völlig unterschätzt, wie sehr, also gerade so ein 8 Wochen Kursformat Menschen verändern kann. Auf eine Art und Weise, wie also jemand für mich, die wirklich ja jahrelang in eben Sangha, also in Praxisgruppen war, wo Leute brav einmal in der Woche hinkommen, was sich letztlich nichts tut. Ja, vielleicht einfach, weil der Leidensdruck nicht groß genug ist oder das Format, ich weiß es nicht. Also mir ist es immer noch nicht so ganz klar. Was ich aber wirklich weiß, ist, dass dieses 8 Wochen MBSR-Format wirklich wie so eine Art Druck, Kochtopf ist, ja, wo wirklich was passiert. Mhm. Und du hast ja dich auf Onkologie spezialisiert, Mhm. dann also im oder nach dem Studium. Hast du da dann Achtsamkeit selber reingebracht oder begonnen Ja, reinzubringen? Oder war es mehr für dich? ähm, also ich habe in meiner Zeit in Berlin keine Achtsamkeit unterrichtet, weil, wie gesagt, säkulare Achtsamkeit war noch gar kein Thema. Und Buddhismus zu meinen Patientinnen zu bringen. Also ich habe in der Gyn-Onkologie gearbeitet. Das wäre einfach nicht angemessen gewesen, ja, weil es ja einfach eine Religion war. Von daher habe ich das wirklich mehr, also persönlich praktiziert und eben, wenn man so viel mit Menschen umgeht, die wirklich ich sag mal, eine chronische Erkrankung haben oder eine potenziell tödliche Erkrankung haben, eine Erkrankung haben, die immer wieder Schübe hat. Also das macht ja ganz viel mit Menschen und auch mit deren Angehörigen. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich ähm, anders als manche meiner Kollegen damit umgehen konnte. Durch meine Praxis, also durch meine buddhistische Praxis. Also in der Begleitung dieser Menschen? In der Begleitung der Menschen, ja, Mhm. ja. Ja, und dann war es letztlich so, also als wir dann in die USA gezogen sind, ich wollte ja überhaupt nicht auswandern. Also wir wollten eigentlich nur, also der Deal war, wir gehen für ein Jahr, während ich im Erziehungsurlaub war mit unserer ältesten Tochter. Und dort habe ich eben Trudy Goodman kennengelernt, die damals, als sie Teenager war, Jon Kabat-Zinn schon kennengelernt hatte, also die so lebenslange Freunde waren und sie von daher auch von, also MBSR wusste und dann mir gesagt hat, sag mal, würde das nicht Sinn machen, wenn du das deinen Patientinnen unterrichten könntest? Ja, und deswegen bin ich wirklich bei MBSR gelandet, weil ich dachte, das wäre fantastisch. Ja, wenn ich wirklich welche von den buddhistischen Lehren ohne den Buddhismus, ja, einfach weil, ne, meine Patientinnen wollen nicht zum Buddhismus bekehrt werden, die wollen einfach besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und ja, das hat mich völlig überzeugt, ja. Und dann, wie gesagt, haben wir angefangen. Ich hatte ja keine Erfahrung darin, wie man Gruppen leitet, ja, aber Trudy Goodman, die ja also A, natürlich auch schon buddhistische Lehrerin war, die war ursprünglich Zen-Lehrerin und ist dann auch zum Vipassana gewechselt. Sie war aber vorher 25 Jahre lang Psychotherapeutin, hatte also viel Erfahrung mit Gruppen und einfach, wie man mit Menschen umgeht. Und die habe ich dann gefragt, ob sie die ersten Klassen mit mir zusammen unterrichten könnte. Und sie hatte eigentlich gar kein Interesse mehr am MBSR. Und dadurch, dass wir dann wieder angefangen haben, oder ich habe angefangen, sie hat wieder angefangen, sie hatte das ursprünglich mal mit John zusammen unterrichtet, ähm, haben uns beide total in dieses Format MBSR verliebt. Einfach weil wir gesehen haben, also wie ich schon sagte, ne, wie sehr das Menschen verändern kann. Und das war noch während deines Urlaubs oder war da schon klar, dass ihr bleibt? Ja, das war noch, nee, das war in dem ersten Jahr, als wir da waren. Da war ich noch völlig davon überzeugt, dass wir zurückgehen würden. Also du dachtest, du machst jetzt was, das du dann auf Deutschland mitnimmst Genau, und dort ganz, anwendest. ganz genau. Dachte ich nütze mal dieses Jahr, wo ich jetzt da sozusagen nichts tue, außer Mutter zu sein, ja. Auch eine merkwürdige Formulierung, ja, und übe
halt also ein neues Format, also wirklich so, ne, also für mich ist MBSR völlig Dharma. Es ist einfach eine andere Art der Übersetzung, aber wir übersetzen ja ständig, ja. Also wenn wir vom Pali, also der Sprache, in der der Buddha gesprochen hat, ja, was wir uns jetzt übersetzt haben ins Englische oder Deutsche, müssen wir auch sehr vorsichtig sein, weil da so viel verloren geht, ne, wenn man die Ursprungsbedeutung gar nicht weiß, ja. Und ich sehe eben also MBSR wirklich als eine Möglichkeit, das einem größeren Feld, also einem größeren Feld an Menschen zugänglich zu machen, die Lehren, denen sonst einfach, ne, also ich sag mal, der kulturelle Aspekt einfach zu befremdlich ist. Dennoch hast du aber dann auch die 4-jährige Ausbildung zur Dharma-Lehrerin Genau, gemacht. genau. Das heißt, die Buddhismus-Schiene hat dich schon nicht losgelassen. Die lässt mich auch nach wie vor nicht los. Ja, es ist, ja, da gibt's einfach so eine tiefe Herzensverbindung wirklich zum Buddha und zu den Lehren, und aber eben gleichzeitig, auch zu sehen, wirklich zu schauen, was spricht Menschen an, ja? Also, dass es eben nicht befremdlich ist, sondern dass wir das in unsere Sprache übersetzen. Und ich beschreibe das oft so, dass also der Buddhismus, der ja keinen ähm, missionarischen Geist hat, ja, sondern es geht wirklich darum, Leiden zu vermindern, hat ja immer, wenn er in ein neues Land gegangen ist, sich mit der Religion, der bestehenden Religion verbunden. Ne? Deswegen ist ja tibetischer Buddhismus völlig anders als koreanischer Zen, als japanischer Zen, als chinesischer Zen. Ne? Und was eben wir im Vipassana unterrichten, ist wieder ganz anders. Und ich denke, das ist das, was jetzt eben im Westen passiert, ja, dass wir ähm, also bestehende Religion, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, ist Wissenschaft und ist westliche Psychologie. Und das ist das, denke ich, was wir sehen, ja, also diese irrsinnige Verbreitung, und natürlich hat das auch Schattenseiten, aber diese irrsinnige Verbreitung, was Achtsamkeit in den letzten Jahren geworden ist, ja, also als ich noch in Deutschland gelebt habe, gab das überhaupt noch nicht so. Also jetzt wirklich in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren ist unglaublich, ja. Also wie viele Leute jetzt, also Achtsamkeit, ja, ist überall. Ähm, und ich denke, so verbreitet sich der Dharma weiter, auch wenn er nicht mehr so genauso aussieht, wie es jetzt im Pali Canon beschrieben ist. Ist noch der Dharma, wenn die ganze ethische Komponente weggelassen wird, wie bei Nein, MBSR? überhaupt nicht. Genau. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und es ist aber auch wichtig, dass es Leute gibt, sage ich mal, die wirklich noch traditionell das praktizieren. Ja, und dann gibt es Leute, also ich sehe mich als Brückengängerin, ja, die also auch wirklich weiß um die Wichtigkeit von Sila, von Ethik. Und ich rede da ständig drüber. Ja, und ich bilde ja sehr viele Leute aus in Achtsamkeit. Und mir ist es ganz wichtig, dass das ganz deutlich ist. Ja, und viele Leute hören auch zu. Ne? Also ich denke, es gab so eine Art Überschießen, so, ne, dass die Wirtschaft sich jetzt so der Achtsamkeit annimmt, so nach dem Motto, oh, dann haben wir weniger Krankheitstage und die Produktivität wird erhöht. Ne? Also es wird dann natürlich auch missbraucht, ne? Oder dieses schöne Buch, dieses Mac Mindfulness. Ne? Also wir machen es halt jetzt wirklich praktisch knackig. Ja, aber das heißt, ich denke, das musste auch so überschießen. Ja, einfach, dass Leute dann sagen, ja, aber Moment mal, darum ging es ja nie. Ja? Und ich denke, in diesem Feld bewegen wir uns. Und ich finde das sehr spannend, weil ich höre auch, wie offen, also zumindestens die Leute sind, die zu mir kommen, ja, wie offen die sind und sagen, nein, wir wollen das richtig machen oder wir wollen das so machen, wie es ursprünglich gemeint ist. Mhm.
Und ich glaube auch der John Kabat-Zinn spricht viel mehr heute Viel, wieder über sehr die viel. ganze ethische Ja, Komponente. Ich glaube auch bei ihm war das einfach wirklich ein Abgrenzen, dass es nicht als Religion wahrgenommen wird und damit genau. Widerstand quasi erfährt. Deswegen, ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, und das ist dann einfach so ein bisschen, ich sag mal, übergeschossen. Ja, also ich denke, das geht ja bei anderen Elementen auch so. Also zum Beispiel, ne, in der Tradition jetzt von Jack Kornfield und Joseph Goldstein, also in der ich ausgebildet wurde, was die ja auch gemacht haben, die haben einen Großteil der Rituale rausgenommen. Ja, also es wird kein Chanting gemacht, ne, also keine Niederwerfungen gemacht, es werden keine Räucherstäbchen angezündet. Aber von daher wird das auf der einen Seite sehr, also fast steril oder es kann steril sein, ne, weil das sind ja Herzenspraktiken, die uns wirklich empfunden tiefer in die Praxis auch reinbringen, ja. Aber weil eben so viele Leute, gerade in den USA, durch ihre religiöse Erziehung so abgestoßen sich fühlten, ja, haben sie das einfach alles erstmal rausgelassen, um einfach mehr Zugänglichkeit zu machen. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, ne, dass wir so im Prinzip so ein bisschen so das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet haben. Ja, und das sehen wir eben bei John Kabat-Zinn, auch der dann solche Sachen sagt wie, nein, nein, Ethik, natürlich, das war immer ursprünglich drin, genauso wie Mitgefühl, was ja auch nicht explizit im MBSR-Curriculum drin ist. So dann diese Diskussion, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Diskussionen haben. Ja, und dann einfach als Lehrende und als Ausbildende das einfach auch verfeinern können. Und so das Ziel der Befreiung, der Erleuchtung oder wie man es auch nennen möchte, das ist im MBSR natürlich so auch nicht drin, oder? Das ist sehr auf einen oder mehrere Nutzen ausgerichtet, aber das ist keiner davon. Welchen Stellenwert hat das für dich oder hatte das für dich? Ja, also ich sag mal, ich bin da sehr pragmatisch. Also ich denke, also da stimme ich auch Jack Confield zu, der von Momenten von Erleuchtung spricht und nicht von einem Dauerzustand. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als jemand, die ja Laienpraktizierende ist, ich bin ja nicht ordiniert und ich, ne, ähm, habe mehr und mehr Momente von Freiheit oder Befreiung. Ob das letztlich irgendwann sich mal in einen Zustand, der dann nicht mehr reversibel ist, ja, also Stromeintritt oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber das ist nichts, worüber ich mir im Moment den Kopf zerbreche. Also das ist so meine, ja, wo ich damit stehe. Und das ist, tue ich mit einigen dieser Kernlehren, also auch mit Wiedergeburt zum Beispiel, ja. Oder diese ganze Diskussion mit dem Nicht-Selbst, ja. Wo ich so weiß, soweit ich weiß, der Buddha auch gesagt hat, hört auf, euch darüber den Kopf zu zerbrechen, ja. Weil Praktizieren findet im Hier und Jetzt statt. Ja. Ja, er hat ja zum Teil eine sehr schöne Unschärfe behalten, wenn es dann ins Metaphysische ging, der Buddha. Eben, genau. Ja. Ganz genau. Eine strategische Unschärfe, wie ich Ja, genau. im Business immer zu sagen pflege, genau. Du hast MBSR dann mit Judy Goodman zu unterrichten und zu lehren begonnen. Wie bist du zum Thema Schmerz gekommen? Ja, Thema Schmerz, das denke ich, das war eigentlich schon immer mein Thema. Ähm, also, ähm, also ich habe selber, also das fragen Leute natürlich oft, habe ich selber chronische Schmerzen? Das habe ich nicht. Ich denke auch nicht, dass ich das haben muss, um das effektiv unterrichten zu können. Was für mich immer, also ich habe viel Erfahrung mit emotionalen Schmerzen und ich habe im Laufe meines Lebens und meiner Ausbildung einfach gelernt, mit Menschen zu sein, die durch schwierige Situationen gehen und hatte von daher immer schon, also ich habe angefangen gleich, also innerhalb der ersten paar Jahre, wo wir in den USA waren, angefangen, MBSR für Menschen mit chronischen Schmerzen und chronischen Erkrankungen zu unterrichten.
habe das mehrere Jahre gemacht, habe immens viel gelernt, einfach wirklich zusammen mit meinen Teilnehmenden gelernt. Bin dann so ein bisschen davon abgekommen und bin dann aber irgendwann wieder dahin zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, es gibt gar kein gutes Handbuch. Also was man Menschen zur Hand gibt. Und ursprünglich war so meine Idee mit dem Buch tatsächlich erstmal so eine Art Faltblatt zu entwickeln, was ich Ärztekollegen auf den Tisch legen kann. Ja, weil alle Ärzte haben mit Menschen mit chronischen Schmerzen zu tun. Und wirklich zu wissen, dass Achtsamkeit und Selbstmitgefühl den Verlauf oder den Umgang mit einer chronischen Erkrankung und chronischen Schmerzen so gut und so positiv beeinflussen kann, wo ich so dachte, das müssen einfach alle wissen. Oder ich würde mir wünschen, jeder Mensch mit chronischen Schmerzen oder Erkrankungen würde das wissen. Und wenn er zu seinem Arzt oder seiner Ärztin geht, wo die dann sagen, gucken Sie sich das mal an. Ja, hier ist Achtsamkeit, hier können Sie einfach mehr lernen, hiermit können Sie anfangen. Ja, und die Bücher, die da waren, einschließlich von Jon Kabat-Zinn, den ich über alle Maßen schätze, aber einfach, ich denke, manche seiner Texte, da muss man also sehr gebildet sein, sage ich mal, um da durchzukommen, ja, um das tatsächlich zu lesen und dann auch anzuwenden, ja. Und das ist toll für ganz viele Menschen und für viele Menschen ist es zu viel. Ja, also gerade in einem Zeitalter, wo ja Menschen immer weniger lesen. Also, gerade hier in den USA, wo ich einfach wirklich was Kurzes, Praktisches, Schritt 1, 2, 3 zur Verfügung stellen wollte. Und daraus ist eben jetzt dieses Buch entstanden. Genau, es wurde ja jetzt kein Buch für Ärzte, das du den Ärzten nur in die Hand drücken kannst, sondern eigentlich ein Buch für alle. Jetzt Was, ist es wirklich ein Buch für alle geworden. Genau. Ja, aber was eben auch Ärzte weiterempfehlen können. Ja, so nach dem Motto, hier fängt man an. Ja. genau, aber für uns alle ist es eigentlich sehr schön, weil jetzt haben alle was in der Hand und nicht nur die Ärzte. Und du Ganz hast mir genau. ja einen Vorabzug des Buches zur Verfügung gestellt und ich habe das durchgeschaut und es ist wirklich sehr praktisch. Es sind kurze Kapitel, immer gefolgt von Anregungen für Meditationen und ich glaube, die wird es dann auch zum Download geben. Genau. Auf Englisch gibt's die schon. Also wirklich sehr praktisch, das Buch. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir da ein wenig tiefer eintauchen, Gerne. Sehr wenn ich gerne. dich Ja. schon vor dem Mikrofon habe. Und das Thema Schmerz ist ja eines, das ja leider sehr, sehr aktuell ist bei sehr vielen Leuten. Und ich habe trotzdem gedacht, lass uns vielleicht am Anfang mal Schmerz ein wenig definieren. Du hast es schon erwähnt, es gibt ja körperlichen Schmerz, aber es gibt auch psychischen Schmerz. Mhm. Hat dein Buch einen Fokus auf den einen oder anderen? Ja, es hat schon den Fokus tatsächlich auf körperliche Schmerzen. Wobei ich habe jetzt gerade, als ich die Meditation auf Deutsch eingesprochen habe, auch nochmal gedacht, so dass das kann eigentlich jeder praktizieren. Ja, weil im Prinzip geht es ja darum, wie es immer in unserer Praxis auch geht, wie gehe ich mit der bestehenden Erfahrung um? Ja, also wirklich diese grundlegende Herangehensweise zu sagen, es geht weniger darum, um das, was passiert, als das, wie ich damit umgehe. Ja, und wenn ich das beeinflussen kann, was passiert, also bei chronischen Schmerzen, wenn ich irgendwas tun kann, damit diese Schmerzen weggehen, bitte mach das, ja, gar keine Frage. Aber die Schmerzen, die trotz allem, was ich schon getan habe, noch da sind, ja, wenn ich da lerne, die anders halten zu können, kann das komplett meine Erfahrung von den Schmerzen verändern. Und war sowohl für physische Schmerzen als auch für emotionale Schmerzen. Ja, und da kommen wir wieder natürlich, also im Buddhismus, da gibt's diese berühmte Geschichte von den 2 Pfeilen. Ja, also dieses, ne,
Der untrainierte Geist ist so, als wäre er von 2 Pfeilen getroffen worden. Also der erste trifft tatsächlich den Körper oder ist der richtige Schmerz. Das ist etwas, was weh tut. Und dann schießt unser Geist einen zweiten Pfeil rein, anstatt sich darum zu bemühen, den ersten zu beseitigen. Ja, mit dem es nimmt es persönlich. Ja, und fängt an, eben eine Geschichte darum zu entwickeln, was den ersten Pfeil deutlich schlimmer macht. Mhm. Ja. Bevor wir darauf kommen, wie man dieser Geschichte vielleicht ein wenig ein Schnippchen schlagen kann. Es geht um chronische Schmerzen. Wie grenzen sich diese von akuten Schmerzen ab? Ab wann spricht man von chronischem Schmerz und was zeichnet vielleicht chronischen Schmerz auch im Empfinden und körperlich aus? Ja, chronische Schmerzen, also im Allgemeinen wird es so definiert, dass alles, was länger als 6 Monate besteht, als chronisch bezeichnet wird. Also alles, was vorher ist, also alle Menschen haben immer mal wieder mit Schmerzen zu tun, die auch eine Weile da sind, aber viele von den Schmerzen lösen sich dann doch selber wieder auf oder sie heilen, sagen wir. Ja, also wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann tut das eine Weile weh, aber dann sollte der Schmerz irgendwann wieder aufhören. Ja, also das sollte eigentlich der normale Verlauf sein. Und wenn es eben länger ist, dann bezeichnet man das als chronische Schmerzen. Und was eben also es gibt so ein paar Sachen im Unterschied zu chronischen und akuten Schmerzen, die wichtig sind, dass man das weiß. Also erstmal ist es so, also erstmal sind Schmerzen, ist also eine Art des Körpers, dem Gehirn zu sagen, pass auf. Ja, also im Prinzip ist das eine Achtsamkeit und wissen wir auch alle, wenn es irgendwo weh tut, das bekommt unsere Aufmerksamkeit sofort. Es ist wie ein Magnet für die Aufmerksamkeit, was letztlich bei chronischen Schmerzen zu einem Problem wird. Aber bei akuten Schmerzen, ich möchte wissen, wenn es irgendwo weh tut. Ja, wenn ich irgendwie auf 'n Nagel trete, möchte ich das bitte sofort wissen, ne, dass ich den Nagel entfernen kann. Und dann ist es auch so, dass bei akuten Schmerzen, also es eine direkte Beziehung gibt zwischen dem Ausmaß des Schadens, des Zellschadens und dem Ausmaß der Schmerzen, ja? Also, ich sage mal gerne, ne, wenn ich irgendwie Gemüse schneide und ich piekse mich in den Finger mit dem Messer, dann tut das ein bisschen weh. Wenn ich mich richtig in den Finger säbel, tut das sehr weh. Und, ne, macht ja Sinn. Also gibt's eine direkte Korrelation. Das Problem ist, dass das bei chronischen Schmerzen nicht mehr der Fall ist. Unser Gehirn oder wir, die den Schmerz wahrnehmen, das aber nicht verstehen. Ja, das heißt, wenn ich viel Schmerzen habe, denke ich, da muss auch viel kaputt sein oder nicht stimmen. Es stimmt aber nicht mehr bei chronischen Schmerzen. Und da ist es dann eben so, was da eben dann noch dazu kommt, ist, dass unser Gehirn lernt Schmerzen. Und weil unser Gehirn versucht, uns zu beschützen vor Schaden, wird es versucht immer besser zu werden, um Schmerzen zu entdecken. Das heißt, es wird aber immer sensibler, ja, also es nimmt immer weniger wahr und übersetzt das als Schmerzen. Und das ist ein Prozess, also wenn wir uns dessen erstmal gewahr werden, dann können wir tatsächlich praktizieren, den auch wieder rückgängig zu machen. Und das rückgängig machen funktioniert dann durch verschiedene Techniken oder wie? Ja, genau. Also ich denke, es ist erstmal ganz wichtig und dazu möchte ich auch erstmal noch mal wirklich sagen, also weil wenn ich solche Sachen sage, dann, landet das manchmal leicht in dieser Schiene: „Aha, sie sagt, ich bilde mir das ein." Mhm. Ja, und das ist was, was leider ganz viele, Schmerzpatienten auch immer wieder gesagt oder suggeriert bekommen, ne? Sie gehen zum Arzt und die untersuchen und sagen: „Ich kann mal nichts finden." Und dann sagt die Patientin: „Aber es tut ja weh." Und dann sagt die Ärztin: „Na, gehen Sie mal zu 'ner Schmerzpsychologin." Ja, und die implizite Message ist natürlich, sie bilden sich das ein, ne, was einfach sehr beschämend ist. Und es ist ja
keine Einbildung, aber wie du gesagt hast, ist doch eine Wahrnehmung, bei der sich quasi das Hirn an etwas gewöhnt und dann quasi hypersensibel Genau. wird. Genau, und da wird's dann eben schwierig. Also ich möchte einfach ganz klar machen, es gibt keinen eingebildeten Schmerz. Genau, ja. Es gibt keinen eingebildeten Schmerz. Also aller Schmerz ist echt und aller Schmerz wird im Gehirn produziert. Und das ist eben auch was uns meistens nicht so klar ist, weil wir denken, ja, aber mir tut doch der Rücken weh. Das ist doch nicht im Gehirn. Und da, wenn man sich tatsächlich das auf neurologischer Ebene anschaut, also viele kennen den Begriff von Nozizeptoren, also das sind übersetzt Schmerzrezeptoren. Ja, aber es ist eigentlich eine falsche Übersetzung, weil Nozi heißt gar nicht Schmerz, sondern Gefahr. Also eigentlich müssten wir sie als Gefahrrezeptoren bezeichnen. Ne? Also im Prinzip ist es so, die Peripherie, also der Körper, schickt ein Gefahrsignal ans Gehirn und sagt, liebes Gehirn, hier könnte gerade was Gefährliches passieren. Und dann ist es aber die Rolle des Gehirns zu entscheiden, ob es weh tut oder nicht. Und da genau ist es nämlich, wo es dann auch immer sensibler wird. Ja? Also gerade wenn es da Verletzungen gegeben hat oder es gibt ja auch viele Schmerzsymptome, wo es gar keine primäre Verletzung gegeben hat. Ja? Weil wir sind ja keine Maschine, ne, die einfach klar funktioniert, wenn ich, ne, A mache, passiert B, sondern wir sind immens komplex. Und da kommen dann eben auch Sachen rein wie mein Stresslevel, mein Stresslevel im Verlauf meines Lebens, all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die viel Traumata erlebt haben im Laufe ihres Lebens, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, als Erwachsene chronisch erkrankt zu werden oder chronische Schmerzen zu haben. Ja, Menschen, die chronische Schmerzen haben, die meisten können auch eine Verbindung sehen, dass in Zeiten, wo eben ganz viel andere Sachen noch passieren, also viel Stress da ist, also oft es auch mehr zu Schüben von den Schmerzen kommt oder die Schmerzen intensiver werden. Ja, es ist einfach sehr, sehr komplex. Ja, Ist das, was du im Buch als Schmerzrucksack bezeichnest, diese Geschichte, die man quasi mitträgt? das kommt mit dazu, aber erstmal wird Schmerz als ein biopsychosoziales Phänomen angesehen. Ja, das heißt, die Biologie spielt da rein, die Psychologie spielt da rein und unser soziales Umfeld spielt da rein. Ja, kein Wunder, dass das so kompliziert ist. Ja. Das sind dann, du hast jetzt gesagt, die Biologie, die Psychologie und das soziale Umfeld. Das Mhm. sind das auch die drei Aspekte des Schmerzes, wie du sie definierst, oder sind das nochmals etwas andere? Nein, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Also, die 3 Aspekte des Schmerzes, das ist wieder tatsächlich etwas, was direkt aus dem Buddhismus auch kommt. Ja, also, oder in der säkulären Achtsamkeit nennen wir das Achtsamkeitsdreieck. Also, einfach weil es Dreiecken hat. Natürlich ist das alles überlappend, ja, aber was wir in unserer Erfahrung wahrnehmen können, sind einmal, körperliche Empfindungen, dann das, was wir als Emotionen bezeichnen, ja, die körperliche Empfindungen auch haben, aber eben auch einen affektiven und auch einen kognitiven Effekt. Und dann haben wir die Gedanken oder die Geschichte. Und das ist also eine ganz hilfreiche Konstrukt, damit an die Schmerzen dranzugehen und zu schauen, und da kommen wir dann wieder also da ist dann die Achtsamkeit da. Wir schauen mit Offenheit und Neugier. Ne? Das sind ja 2 der Kernprinzipien der Achtsamkeit. Ja, einfach zu sagen, anstatt zu sagen, ich will das gar nicht sehen oder ich tue mal so, als wäre das nicht da, ich versuche das zu unterdrücken, mich mit Offenheit und Neugier dem zuzuwenden und zu sagen, was passiert denn da eigentlich gerade? Ja, und dann, wenn ich reingehe, und das ist ganz, ganz spannend, ähm, zu schauen in diesem Moment, was ist denn überhaupt gerade so schlimm an den Schmerzen? Von diesen 3 Aspekten. Ist im Moment tatsächlich der körperliche Schmerz so schlimm? Oder ist es einfach mein Gefühl? Bin ich so wütend oder frustriert oder hilflos und das kann ich eigentlich nie aushalten? Oder ist es die Geschichte?
Ja, dass im Moment ich denke, oh Gott, wenn ich das jetzt schon wieder habe, wie wird das dann nur nächste Woche oder wie soll das in 2 Monaten oder wie geht das weiter? Also die Was dann Geschichte hat quasi zwei Richtungen, in die Vergangenheit und in die ja, Zukunft. ganz genau. Ja, ja. Ne? Und das ist eben was wir uns auch nicht bewusst sind, dass die Vergangenheitsgeschichte, ja, das löst Gefühle bei mir aus. Also wieso, ne? Ich habe das und ich habe das immer noch. Und was ist passiert? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht hat ein Arzt einen Fehler gemacht, vielleicht ist was übersehen worden. Also das lastet ja auf mir aber in diesem Moment, weil die Vergangenheit ist ja vorbei. Also das ist die Vergangenheitsgeschichte. Und dann haben wir die Zukunftsgeschichte. Eben, ich mache mir Sorgen, wie das jetzt weitergeht. Was ja auch nicht im Moment ist, sondern das geht um die Zukunft, aber ich spüre die Sorgen in diesem Moment. Ja, und das stapelt sich dann im Prinzip auf dem, was im Moment da ist. Ja, und ich habe das also ganz oft, wenn ich also diese Übungen mit Menschen mache, wenn ich dann wirklich sage, ist denn im Moment der Schmerz so schlimm? Und die sagen ganz oft, nein, der Schmerz ist gar nicht so schlimm. Der Schmerz erinnert mich nur dran. Der ist im Prinzip der Trigger für, ja, dass meine Gedanken in der Vergangenheit kreisen oder dass ich mir Gedanken über die Zukunft mache, Sorgen mache. Und das ist so schlimm auszuhalten im Moment. Ja, also ich mache dann manchmal so eine Übung, dass ich sage, naja, stell dir mal vor, du wärst nicht in der Lage, an die Vergangenheitsgeschichte zu denken, wäre einfach gerade, ne, ich habe einen Zauberstab, ja, und kommst da nicht dran. Und du kannst ja auch keine Sorgen machen. Das ist einfach nur, was du in diesem Moment hast. Wie wäre denn das? Und viele Leute sagen, oh, das wäre so eine Erleichterung. Wow. Ja. Und dann sehen sie, wie viel davon wirklich, ne, der Geist ist, der ja versucht zu helfen, ne? Der Geist versucht es uns ja nicht extra schwer zu machen, sondern was versucht der Geist? Der versucht aus der Vergangenheit zu lernen und der versucht die Zukunft vorherzusehen. Das macht unser Gehirn, ne? Das ist der Job vom Gehirn. Und irgendjemand muss jetzt mal sagen, liebes Gehirn, Dankeschön, ich sehe, du bemühst dich, aber das ist im Moment gerade nicht hilfreich. Ja, und da kommen wir dann genau zu diesen Achtsamkeitspraktiken, was wir machen, wenn wir sitzen und irgendwie auf den Atem achten. Genau das Gleiche, wo wir sagen, oh, Gedanken. Danke, jetzt nicht. Ja, ich lasse die Gedanken in den Hintergrund treten und ich lerne, den Gedanken nicht zu folgen und wieder zu einem Anker zurückzukommen. Ich habe zum Glück auch keine chronischen Schmerzen, aber ich finde es nur schon beim Atem zu bleiben, Ja, stellt das mich wird auch nach schwierig. Jahren immer noch vor große Herausforderungen. Ist es bei Schmerz nicht noch viel schwieriger? Ja, ähm, es ist, ja, das ist schwierig. Und deswegen, also erstmal das überhaupt zu sehen, ist schon mal sehr wichtig. Ja, also das kann einfach schon mal sehr befreiend sein. Also den Mechanismus zu bemerken, meinst du? Genau. Ja. Das zu verstehen, was macht denn das Gehirn da? Das Gehirn will mir helfen. Mhm. Ja, und die Tatsache, und das ist ja auch was, wie wir generell lernen müssen, mit Sorgen umzugehen. Die Tatsache, dass ich mir Sorgen mache, heißt ja nicht, dass irgendwas in der Zukunft passieren muss. Es ist einfach nur ein scheußliches Gefühl in dem Moment, was leider für viele von uns so vertraut wird, ja, dass es fast so ein Automatismus wird, ja, dass ich mir so automatisch schon Sorgen mache, was ja auch Teil unserer Praxis ist. Ja, aber natürlich, wenn ich chronische Schmerzen habe und viele Leute sagen dann auch so, oh, ich lenke mich mit meinen Gedanken ab, ja, weil es ist so unangenehm im Körper zu sein, dann ist es leichter für mich, mir Sorgen zu machen über die Zukunft, die ja nicht gerade im Moment ist. Ja, und was da eine ganz, ganz wichtige Praxis ist, ist, dass wir lernen zu erkennen, wo im Körper gibt es denn etwas, was keine Schmerzen hat? Also kann ich einen Anker im Körper finden? Also wenn ich keinen Anker im Körper finde, der Schmerzen hat, wird mein Geist den Schmerz als Anker nehmen. Ja? Manchmal sagen Leute, das ist hilfreich, wenn die Schmerzen nicht so stark sind.
Ja, also ich höre das oft auf Retreat, wenn die Leute sagen, ach, so ein bisschen Knieschmerz ist gar nicht schlecht, ja, weil das hilft tatsächlich, mein Geist präsent zu sein, ja. Ähm, aber mit chronischen Schmerzen einfach, weil es so viel emotionales Gewirbel drumherum gibt und so viel Widerstand und Angst oft dem im Körperempfinden gegenüber, machen wir immer eine Übung, wo wir auch lernen, einen Anker im Körper zu finden, der schmerzfrei ist und der sich so sicher wie möglich anfühlt. Einfach, dass es irgendeinen Landepunkt im Körper gibt, weil wo soll ich denn bitte schön sonst hin? Ja, sonst bleibt mir ja im Prinzip nichts anderes übrig, als mich in den Gedanken zu verlieren. Und in der Achtsamkeit gibt es ja auch Praktiken, wo man nicht auf den Körper achtet, sondern zum Beispiel auf Geräusche. Also Mhm. ist es auch eine Strategie, wenn man das Gefühl hat, der ganze Körper schmerzt, quasi aus dem Körper Ja, auf rauszugehen, oder ist jeden das dann Fall. schon Ja, nein, auf jeden Fall. Also worum es letztlich geht, es geht darum, dass ich zu einem Sinnesorgan komme. okay, ja. Also es geht gar nicht darum, dass es im Körper sein muss und hören, ja, Geräusche sind fantastisch, weil was wir wollen einfach aus der Gedankenschleife raus. Mhm. Ja, und wir wollen auch nicht in Emotionen versinken, sondern wir wollen, ne, diesen dritten Punkt Körperempfindung haben. Viele fangen erstmal mit Geräuschen an, das ist super. Und da wirklich, also jemand, der das ausprobieren möchte, würde ich wirklich empfehlen, wenn das möglich ist, das mit einem offenen Fenster zu machen oder vielleicht sogar draußen zu machen. Einfach, dass wir, also natürlich je nachdem, wo Menschen wohnen, aber wenn wir Naturgeräusche hören können, dann haben wir noch den zusätzlichen Effekt, dass die einfach auch beruhigend auf das Nervensystem äh, einwirken. Ja? Mhm. Mhm. Und dann aber auch wirklich zu sagen, also ich unterrichte jetzt gerade wieder eine Klasse für Menschen mit chronischen Schmerzen, wo wir wirklich das üben, einfach zu sagen, ja, Teil der Hausaufgabe, guckt mal, gibt's was im Körper, was nicht wehtut? Könnt ihr das wahrnehmen? Also ich mache das dann so, dass ich wirklich sage, nehmt mal keinen Schmerz oder Abwesenheit von Schmerzen als Empfindung wahr. Wie fühlt sich das an? Was machen wir ja sonst nicht, ne? Oder, ne, Thich Nhat Hanh hat ja dieses schöne Zitat so von der Glückseligkeit und der Abwesenheit der Zahnschmerzen gesprochen, ne? Das, ne, also wenn wir Zahnschmerzen haben und dann sind sie auf einmal weg, sind wir der glücklichste Mensch der Welt für 2 Aber Minuten. wenn sie gar Ja. nicht da sind oder nie da waren, dann ist man sich nicht bewusst, wie glücklich man ist, keine zu Nein, haben. eben. Ja. Und auch die Leute, die Zahnschmerzen haben, wie gesagt, die sind 2 Minuten glücklichste Mensch der Welt und dann versinken sie wieder in ihrem üblichen Kram, so, ja. Aber das können wir ja trainieren. Und da ist es ja so, dass eben für die meisten Menschen also es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten Menschen haben nur einen relativ kleinen Bereich, der wehtut. Den nehmen sie aber nicht wahr, den nehmen sie als riesengroß wahr. Im Prinzip sagt unser Gehirn, das ist dein Körper schmerzt. Ja, und wenn wir dann einfach reingehen und deswegen ist dann auch so, ich liebe die Bodyscan-Praxis, ja, wo man in alle einzelnen Körperteile reinspürt, einfach sagt, was ist denn hier zu spüren? Und da im Prinzip das, was wir spüren, lauter machen, ja, dass das Gehirn einfach wirklich die Message kriegt zu sagen, nee, Moment mal, da ist einfach ganz viel da und auch spürbar, was nicht Schmerz ist. Ja, also wirklich ganz einfach, wenn ich jetzt sage, ne, sage ich dir jetzt, Lukas, spür mal deine Füße. Jetzt in dem Moment. Kannst du da was spüren? Ja, sind etwas kalt, Ist kalt, ja? spür den Boden, Fühlst du den Boden, spür ja? so ein leichtes Kribbeln in den Leichtes Sohlen. Kribbeln? Genau, Es zieht sich dann so ein wenig hoch. Ja, ja, genau. Warst du dir dessen bewusst, bevor ich das gefragt habe? ein ganz klein wenig, ja. Mit den kalten Füßen? Ja, Ja, aber da hat dein Körper schon wieder gesagt, da müssen wir in nächster ir Zeit ir drauf achten mit den genau. kalten Ich muss da mal so, die ne? Pantoffel suchen unter dem Tisch. Genau. Ja? Aber eben normalerweise ist es so, wenn ich das mache, dann sagen die Leute: „Ja klar, kann ich meine Füße spüren“, aber habe ich nicht gemacht. Ja, einfach weil unser Gehirn das, was jetzt nicht bedrohlich oder gefährlich ist, erst mal schön ausschaltet, was ja auch hilfreich ist.
Aber wir können uns das wirklich zu Nutzen machen, gerade wenn wir Schmerzen haben oder überhaupt, um mehr im Körper zu sein. Einfach was zu haben, wo wir landen können. Ja, und dann haben wir auf einmal mehr Informationen. Dann sagen wir, okay, die Schulter tut weh und meine Füße sind ganz gut. In deinem Fall sind sie kalt, meine sind jetzt gerade warm. Ja, also zu sagen, okay, das fühlt sich gut an, neutral oder vielleicht, ja, sogar gut oder angenehm. Ja, also das, was wir im Buddhismus also zweite Grundlage der Achtsamkeit, die Gefühlstönung, angenehm, unangenehm, neutral, ganz tolle Übung, einfach zu sagen, okay, unangenehm, das sind die Schmerzen. Was ist denn neutral im Körper im Moment? Und gibt es irgendwas, was sogar angenehm ist? Ja, und Leute sind oft wirklich erstaunt zu sagen, wow, das kann ja alles gleichzeitig da sein. Was bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, weil eben unser Gehirn so, das sind Schmerzen. Ja, Achtung, 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 Achtung. Du beschreibst ja in deinem Buch auch eine Technik, du nennst sie Somatic Tracking, da geht man wirklich dann quasi in den Schmerz rein, ein Stück weit. Und ich habe mich gefragt, also auch wenn ich dich jetzt höre, wann ist sinnvoll, quasi in den Schmerz reinzugehen und wann schaut man besser auf das große Ganze und was eben nicht schmerzt, wo es angenehm ist? Was ist da die Balance oder was ist die Technik? Ja, ganz wichtig, die Balance bist du. Du darfst das entscheiden. Und das ist eine ganz wichtige Sache, also dass wir wirklich, ich sag mal, das Expertentum, sage ich jetzt als Ärztin, das Expertentum dem Patienten zurückgeben. Ja, ich bin nicht in deinem Körper, ich weiß nicht genau, was für dich richtig ist. Ja, aber du kannst lernen zu hören, was brauche ich in diesem Moment. Und das ist ganz schwierig, ne? Das haben nämlich viele von uns nicht gelernt. Ja, und dazu sagen, im Prinzip, worum es geht, es einfacher zu machen, ja, freundlicher zu sein. Also, ja, ich habe ja so den schönen Spruch, den ich sehr mag, wenn Leute so das fragen, dass ich sage, was würde die Liebe tun? Ja, anstatt dieses, was ist richtig? Ja, oder was wir ja so, ich sag mal, im deutschsprachigen Kreis so sehr kennen, so härter ist besser. Ne? Wenn was nicht funktioniert, muss ich einfach Zähne zusammenbeißen und dann mal so mich so richtig reinhängen. Und das funktioniert hier nicht. Ja? Und da kommt dann eben das Selbstmitgefühl auch rein. Einfach zu sagen, was braucht mein Körper denn jetzt? Braucht er mehr Anstrengung? Ja? Braucht er mehr, dass ich hart bin und sage, ich kann es nicht richtig oder ich müsste noch mehr oder noch länger oder so, ja? Oder zu sagen, boah, es ist einfach richtig hart gerade, ja? Und du siehst das hier, weil du mich hier auf Zoom siehst, aber die Zuhörer sehen das nicht. Ich habe jetzt gerade beide Hände auf meine Brust gelegt, ja? Einfach so zu sagen, ach, der arme Körper, der arbeitet so hart, ja? Und wenn ich das mache, dann kann ich wirklich sagen, okay, wann bin ich denn überhaupt in der Lage, in den Schmerz reinzugehen, ohne mich zu überfordern, ohne eben so hart zu werden, ne? Oder erstmal meine Rüstung anzuziehen und dann stelle ich mich dem Schmerz. Ne? Wir haben ja auch ganz viel so Kriegssprache um Schmerzen. Ne? Also im Englischen sagt man die Painkillers, ne? Oder der Krieg dieser Krankheit gegenüber. So. Ne? Und das ist so, dann haben wir so einen Krieg im Körper. Ja. Und also um auf das Somatic Tracking zurückzukommen, was wir da machen, ist wirklich, wenn der Schmerz sehr wenig bis mittel ist, also sich machbar anfühlt. Wenn der Schmerz sich machbar anfühlt, dann werden die meisten von uns einfach sagen, naja, dann kümmere ich mich doch gar nicht drum. Ich freue mich ja, dass er gerade machbar ist. Ja, aber hier kommen wir dann eben mit der Achtsamkeit und für kurze Momente, also 30 Sekunden, 40 Sekunden, eine Minute, 30 Sekunden reicht völlig aus. Fangen wir mal damit an. 20 Sekunden. Und da dann einfach uns neugierig und freundlich dem Schmerz zuzuwenden, das ist die erste Sache. Und dann, das ist nicht ganz leicht am Anfang, zu sagen, die Schmerzen sind im Moment nicht gefährlich. Ja? Oder was ich gerade spüre, ist harmlos. Und da gehen natürlich bei vielen Leuten sofort die Flaggen hoch, so, ja. Woher weiß ich denn, was harmlos ist? Ja, oder Ne? es kommt wieder die Zukunftsgeschichte, aber sie Genau, wurden doch kommt die schlimmer, oder? Zukunftsgeschichte. Ja.
Genau, das wird ja noch schlimmer. Ich habe eine chronische Erkrankung. Wie kann ich das denn sagen? Und da muss ich dann so ein bisschen provozieren, weil ich einfach sagen muss, naja, in diesem Moment, was würde sich denn ändern, wenn mein ganzes System was immer diese Körperempfindungen sind, das nicht als Bedrohung wahrnehmen würde, sondern einfach nur als Körperempfindung. Vielleicht nicht angenehm sind, aber nicht gefährlich. Ja? Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Forschung zu. Ja, also das gibt's also eine große Studie, wirklich sehr gut durchgeführte Studie mit chronischen Rückenschmerzen, was ja eine so der häufigsten chronischen Schmerzerkrankungen ist, die durch diese Methode, dass die Leute immer wieder kurz reingegangen sind, zu sagen, das ist harmlos, ist nicht gefährlich, was ich da gerade empfinde, und die dadurch die chronischen Rückenschmerzen 2/3 verringern konnten von der Intensität oder komplett verlieren konnten. Und das ist etwas, was nach einem Jahr noch weiter bestanden hat. Das kann man sich kaum vorstellen, ne? Aber da kann man dann wieder sehen, also kommen wir wieder zu dem zurück, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ja, dass es bei chronischen Erkrankungen das Gehirn Schmerz lernt. Ja, und dann im Prinzip wie so ein übersensible Autoalarm funktioniert. Ja? Der einfach mal losgeht, weil ein Motorrad vorbeifährt oder so. Ja? Oder der Begründer dieser Methode, Alan Gordon, der sagt so ein ganz so ein Beispiel, dass er sagt, na, es ist so, als hätten wir ein Hörgerät an, was auf ganz laut gestellt ist. Und Leute reden mit uns. Und wir sagen immer, hör doch auf zu schreien. Ja, du bist viel zu laut. Ja? Und was wir eben sehen müssen, ist, dass unser Hörgerät ist zu laut. Und wir lernen, das Hörgerät wieder auf einen normalen Level zurückzustellen. Und wie ist das jetzt, wenn die Schmerzen tatsächlich progressiv sind? Das heißt, es ist irgendeine chronische Erkrankung, wo der Schmerz wirklich über die Zeit zunimmt. Ja. Funktioniert diese Technik trotzdem? Da gibt es meines Erachtens bisher keine Studie dazu, aber was ich denke, ist halt wirklich, wir praktizieren ja immer nur im gegenwärtigen Moment. Ja, einfach zu sagen, in diesem Moment, welche Herangehensweise ist in diesem Moment hilfreich? Ja, und ich weiß, das ist ganz schwierig, aber je mehr ich in der Lage bin, mich aus Zukunftssorgen rauszuhalten, weil ändern ja nichts. Ja, wenn ich tatsächlich eine chronisch fortschreitende Erkrankung habe, helfen mir meine Sorgen nicht. Ja, und das soll jetzt nicht zynisch klingen. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig, ja? Und es ist aber auch, ne, was wir unterrichten im Buddhismus auch, einfach bleib in diesem Moment. Ja, oder der Dalai Lama oder Shantideva, ne, hat diese irrsinnig provokative Formel, ne, ne, sie sagen, naja, wenn eine Situation änderbar ist, dann musst du dir keine Sorgen drüber machen. Und wenn sie nicht änderbar ist, musst du dir auch keine Sorgen drüber machen. Ja? Also in beiden Situationen bringt es nichts. Und das ist irgendwas, wo ich immer wieder zurückkomme, weil ich das so provokant finde. Ja, und einfach so unserer Tendenz so entgegenspricht. Aber auch wirklich sagt, wow, aber wenn wir das wirklich zu Herzen nehmen könnten, könnten wir einfach, ja, kommen wir wieder zu dem Moment der Befreiung zurück, ja? Könnte ich in diesem Moment wirklich so viel freier und entspannter leben. Egal, was jetzt weiter passiert. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, das du vor kurzem erwähnt hast, und das ist das ganze Thema Selbstmitgefühl. Dein Buch hat ja nicht nur den Titel Achtsamkeit, wir haben jetzt sehr viel über Achtsamkeit gesprochen, aber Selbstmitgefühl ist ja auch eine ganz wichtige Säule in diesem
Konzept. Ja. Kannst du da noch etwas mehr dazu sagen? Vielleicht mal, was versteht man eigentlich unter Selbstmitgefühl? Vielleicht auch in Abgrenzung zu Mitgefühl, Mitleid hört man ja häufig, dass das Ja, irgendwie nicht ja, das Gleiche ja, ist. ja, gerne. Ja, also erstmal so ist es, also um das erstmal abzugrenzen gegen Achtsamkeit, ist also Achtsamkeit sagt im Prinzip, da sind Schmerzen. Ja, und macht es eben nicht, ich habe Schmerzen, sondern da sind Schmerzen. Also es ist eher diese begleitende, beobachtende Funktion und hat oft eher eine kühle Qualität, nicht kalt, sondern kühl. Und Mitgefühl oder Selbstmitgefühl hat eher eine warme Qualität und sie geht in Beziehung und kümmert sich um den Schmerz. Ja? Und da ist es so, ich möchte gerne, dass dieser Schmerz aufhört natürlich, aber Mitgefühl entsteht, weil Schmerzen da sind und sind nicht bedingt, dass die Schmerzen weggehen müssen. Das ist ganz wichtig, ne? Sondern ich bin hier, weil hier Schmerzen sind und nicht, weil ich es haben muss, dass die Schmerzen weggehen. Ja, es ist ein feiner Unterschied. Es ist natürlich fantastisch, wenn die Schmerzen weggehen würden, aber ich bin hier aus Mitgefühl. Ne? Also das Beispiel, was wir dann immer gerne sagen, ne? Wenn ein Kind oder Familienmitglied Grippe hat, ja, dann wissen wir, die dauert so lange, wie sie dauert, egal ob wir mitfühlend sind oder nicht. Ja, mit dem Patienten, also mit dem Kind oder mit dem Angehörigen. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob jemand da ist, der liebevoll, mitfühlend, zuhörend, sorgend ist. Ja. Und es ist einfach so, und das wissen wir ja auch alle, dass wenn wir in einer schwierigen Situation sind und wir aus irgendwelchen Gründen einfach weicher, freundlicher mit uns sind, mitfühlender sind mit uns, dass wir leichter mit diesen Schwierigkeiten umgehen können. Ja, je härter, je kritischer wir sind, umso schwieriger wird das Ganze. Und da ist es eben so, und manchmal ist das einfach, also chronische Erkrankung, chronische Schmerzen ist einfach oft einfach scheußlich, ja. Und oft ist es so, wenn es ganz schlimm wird, dann ist auch irgendwann die Achtsamkeit, dann kann ich auch nicht mehr meditieren. Da ist einfach alles zu viel. Und wenn ich dann aber einfach noch in der Lage bin, wirklich, leg jetzt wieder meine Hand aufs Herz, weil mir das selber so gut tut, einfach zu sagen, oh, das ist so hart im Moment. Das ist so ein harter Moment. Das ist so schwer auszuhalten. Ja? Dann gehe ich in Beziehung mit dem Schmerz. Ja, dann kann ich den Schmerz halten und dann kann manchmal was weicher werden in meinem System, was es vielleicht möglich macht, diesen Moment zu ertragen. Ja, was sich vorher vielleicht unmöglich angefühlt hat. Und was da eben du hattest zwei Fragen noch gestellt. Einmal dieses Unterschied Selbstmitgefühl zu Mitgefühl ist einfach Selbstmitgefühl. Ich schließe mich tatsächlich selber mal mit ein. Die meisten von uns sind ja sehr gut im Mitgefühl mit anderen Menschen, ja, und selber gegenüber nicht so sehr, ja. Einfach, Jack Cornfield sagt so schön, wenn dein Mitgefühl dich nicht selbst mit einschließt, ist es nicht komplett. Ja. Weil für alle Menschen um dich herum bist du natürlich auch jemand, der Mitgefühl verdient. Ja, aber dann haben wir diese merkwürdigen blinden Fleck, dass wir sagen, ja, aber ich mir gegenüber kann ja nicht, darf ja nicht, ne? Was ja auch kulturelle Wurzeln hat. Also das ist das eine, das ist also Selbstmitgefühl und Mitgefühl. Und das andere ist mit dem Selbstmitleid. Und das ist ganz wichtig, weil viele Leute denken, Selbstmitgefühl ist das gleiche wie Selbstmitleid. Ja, aber Selbstmitleid, wenn wir überlegen, was mache ich denn, wenn ich in Selbstmitleid versinke? Was ja eigentlich keiner will, was wir aber natürlich trotzdem machen, ist zu sagen, ich Arme, ja, wieso ich, ja, das ist ja nicht fair. Ist auch nicht fair, ja, aber es ist, worum es letztlich geht, es geht um mich. Und Selbstmitleid führt dazu, dass ich mich noch isolierter fühle.
weil es versteht mich ja keiner. Ne? Also das ist oft so diese Geschichte, keiner versteht das, keiner kümmert sich um mich. Ne? Also so dieses Ich. Und das fühlt sich ja auch so ein bisschen beklemmend an. Ja, und eben nicht verbindend, sondern ich sitze in meinem Schmerzsilo, sage ich jetzt mal. Ja, und bei Selbstmitgefühl, das macht genau das Gegenteil. Nämlich Selbstmitgefühl sagt im Prinzip, so fühlt sich das an, für jemanden in meiner Situation zu sein. Und das ist echt hart. Und da kommt eine Qualität rein, was wir, ich denke, auch wieder alle kennen. Ne? Wenn uns irgendwas Schlimmes widerfahren ist oder irgendwas Schwieriges oder irgendwas Peinliches und dann nehmen wir uns ein Herz und teilen das mit jemandem und denken, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Und wenn dann die andere Person sagt, oh Mensch, du, das geht mir genauso. Ne? Die Erleichterung, die wir dann spüren können, dieses oh, Danke, ja? Wirklich was so erstaunlich ist, dass wir in unser Nervensystem sowas eingebaut haben. Finde ich immer wieder so faszinierend, ja, dass die Evolution dafür gesorgt hat, weil, ja, es passieren schreckliche Sachen. Es passieren Sachen, wo es kein gutes Ende gibt. Ja? Mit aller Praxis. Und trotzdem haben wir was, wenn wir zusammenkommen können und gemeinsam etwas halten können, verwandelt das. Ja? Das macht das irgendwie möglich, dass wir sagen können, okay, das kann ich jetzt gerade im Moment halten, weil ich nicht alleine bin, weil ich in Gemeinschaft bin. Ja, und das kann sehr, sehr transformierend sein. Mhm. Ein anderes Thema, das vielleicht, für mich ist es ein wenig angrenzend, vielleicht für dich überhaupt nicht, aber es kommt auch in einem Buch vor und das ist so das Thema Unterschied zwischen Aushalten und Akzeptanz. Also wenn man mit Schmerz ist und mit Selbstmitgefühl mit diesem Schmerz ist, Ja. was heißt Schmerz akzeptieren? Also kann man zum Beispiel Schmerz akzeptieren, aber irgendwie doch nicht ganz damit einverstanden sein, dass er da ist und ihn Ja, irgendwie doch ja, weghaben wollen? Wie geht das und ja. vielleicht auch, warum ist es wichtig? Es ist ganz wichtig, weil viele Leute denken, akzeptieren heißt, ich gebe auf. Ja, ich sag, naja, dann ist er halt da, ist mir auch egal, so ungefähr. Ja, das ist das überhaupt nicht. Und worum es hier geht, ist die Qualität von Gleichmut. Auch wieder ein buddhistisches Prinzip, ja, eine der 4 Herzensqualitäten, wo wir eben lernen, ne, das ganze alles, das ganze Schöne, das ganze Schwierige in einem ganz weiten Raum zu halten. Ja, also mit viel Weite und Gelassenheit. Ich mag das deutsche Wort Gelassenheit noch lieber als Gleichmut. Ne, also da kommt dann eben die Akzeptanz rein, ja, die wirklich sagt, wenn ich was tun kann, ne, tue ich was. Und wenn ich gerade nichts tun kann, dann darf das hier sein, weil es in diesem Moment schon hier ist. Und weil die Weisheit, ja, also Gleichmut ist ja auch eine Weisheitsqualität, weil die Weisheit sagt, verbunden mit der Liebe, mich jetzt dagegen zu wehren, macht es schlimmer. Ja, und dann kann Akzeptanz und die Akzeptanz ist in diesem Moment. Ne? Der Akzeptanz ist wieder nicht für den Rest meines Lebens Quatsch. Ne? Dann streiten wir wieder mit unserem Gehirn. Einfach zu sagen, darf das im Moment hier sein? Weil es das schon ist und ich möchte es nicht noch schlimmer machen. Also es ist kein Aufgeben und Überhaupt. quasi, sondern geht wirklich um den Moment und im Moment kann ich mit dem sein, im Moment akzeptiere ich es, Ja, im Moment nehme ich es an und habe diese Gelassenheit und kann dadurch den Raum schaffen. genau, genau. Und dann aber auch zu sehen, das verliere ich dann auch wieder. Ne?
wäre ja schön, wenn ich einmal die Akzeptanz hätte. Das höre ich auch ganz oft von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen dann: „Ach, im Moment geht's gut", ja. Und dann eine Woche später sagen sie: „Wo ist mein Gleichmut geblieben?" So, ja. Mhm. Also, weil wir, ne, es sind ja immer so viele Sachen, die auf uns Einfluss haben, ja, und es verändert sich. Aber allein zu wissen, dass Gleichmut oder Akzeptanz möglich ist und dass das wirklich die Erfahrung verändert, ja, also das kann eben auch schon wieder sehr hilfreich sein. Mhm. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage, und zwar, du hast auch ein Kapitel da im Buch, wo es darum geht, was können Angehörige oder Partnerinnen, Partner tun, wenn Ja. jemand unter chronischen Schmerzen leidet? Ja. Was ist das? Ist das genau auch dieses Mitgefühl oder gibt es da noch andere Tipps, wie man... Ja. Ja, also das ist, also jemanden zu lieben, der Schmerzen hat, der, ne, oder eine chronische Krankheit hat, ist ganz schwierig. Und natürlich machen wir uns für diese Person Sorgen und natürlich leiden wir mit der Person. Und da aber eben auch wieder mitzuschauen, ist das, was mir in mir vorgeht, ist das für meine geliebte Person hilfreich? Ja, also da kommt dann auch wirklich wieder so diese Klarheit des Buddha rein, der wirklich sagt, ja, wenn ich jetzt, und wie gesagt, ist auch keine leichte Praxis, ne? Kommen wir wieder zu dem Thema zurück, aber dass ich mir solche Sorgen mache, ja, oder dass ich so mitleide, hilft der Person nicht, ja? Und da kommen wir dann wieder oft in so 'n Loyalitätskonflikt, ja, als wäre es meine Verpflichtung als oder Partner, Partnerin grade, ja, oder wenn's, ne, Kind ist oder 'n Elternteil, als wäre das so, als wenn ich mir keine Sorgen machen würde, hieße das, dass mir das egal ist. Ja, und das ist was, wo ich wirklich möchte, dass Leute da genau hinschauen und zu sagen: „Stimmt das?" Muss ich wirklich unglücklich sein, um zu beweisen, dass ich dich liebe? Ja, und dass ich hier bin und dass ich mich kümmere und dass ich tue, was ich kann. Ja, also das ist eine sehr, sehr spannende Frage und natürlich eben auch, ne, für uns als Angehörige wieder Gleichmut praktizieren, Mitgefühl praktizieren, aber eben auch Selbstmitgefühl zu praktizieren. Ne, wirklich zu sagen: „Das ist echt hart", ja, jemanden, der mir so nah ist, ne, in Schmerzen zu sehen oder Leiden zu sehen. Ja, und da eben zu sehen, es gibt, ne, so, ne, weil der Moment verändert sich ja auch immer. Und deswegen haben wir diese ganzen verschiedenen Praktiken, ja, und dann zu sehen, ist jetzt Mitgefühl eher angesagt oder eher Achtsamkeit? Ja, was braucht es in diesem Moment, ne? Was wir ja wissen, was durch Achtsamkeitspraxis passiert, ist, dass wir flexibler werden. Flexibler in unserer, wie wir dem Moment begegnen und eben nicht im Autopiloten sind. So sagen: „So mache ich das immer", sondern einfach zu sagen: „Was braucht's denn jetzt? Was ist jetzt hilfreich? Ja, was ist jetzt die angemessene Antwort auf diesen Moment?" Du bist ja Ärztin, das heißt, du hast auch eine fundierte Ausbildung im Umgang mit Medikamenten, und eben oft hört man so in dem, was man vielleicht als Achtsamkeitshype bezeichnen könnte, so, ja, Achtsamkeit, das hilft für und gegen alles, und da könnte ja dann schon auch ein wenig die Erwartung kommen, der Schmerz ist weg. Ich glaube, du hast eingangs schon gesagt, dass du diese Meinung nicht teilst, aber wie siehst du so diese Balance zwischen Medikation, also Ja, Nutzen ja, von Medikamenten und Achtsamkeit und Mitgefühl? ja. Also, ich bin so dankbar, dass es Schmerzmedikamente gibt. So dankbar. Ja, also, es gibt so viele Situationen, wo ich so denke, wir würden wahnsinnig werden, wenn wir keine Schmerzmedikamente hätten. Und ich möchte einfach wirklich das sehr klar machen, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Ja, und dass es auch nicht so ist, weil da können wir dann auch schnell rein verfallen, dass wir denken: „Oh, wenn ich nur richtig meditiere, dann meditiere ich meinen Schmerz weg und dann brauche ich auch keine Medikamente mehr." Und habe ich Patienten gesehen, wo die Schmerzen tatsächlich weggegangen sind durch die Praxis? Habe ich, ja. Und
ganz viele, die sehr intensiv in der Praxis etabliert sind, haben weiterhin Schmerzen, weil der Körper wird alt, der Körper wird krank. Das gehört einfach, zum Menschsein dazu. Und da dann einfach wieder, eine Balance zu finden. Also was ich oft sehe mit Menschen, die diese Praktiken auch üben, dass die einfach auch da flexibel mit umgehen können. Ja, dass es Phasen gibt, wo weniger Stress ist, ja, wo sie runtergehen können mit den Medikamenten und dann aber auch mit der Dosierung wieder hochgehen können in anderen Phasen, wo ich auch denke, das ist doch auch praktiziertes Selbstmitgefühl. Ja? Und eben viele Menschen sagen aber auch, ich mag die Nebeneffekte gar nicht von den Nebenwirkungen von den Medikamenten. Ne? Ich mag nicht irgendwie so dumpf im Hirn sein, so, oder so weggetreten, ja, und da, wo einfach wirklich eine hohe Motivation wirklich auch da ist, zu sagen, ich möchte das so niedrig wie möglich halten und dann zu sehen, ja, und die Praktiken von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl können helfen damit. Ja, also immer wieder, mit der Dosierung zu spielen und auch runterzugehen. Ja, also definitiv viele sagen, ja, ich brauche weniger Medikamente durch die Praxis. Ja, und dann gibt's immer wieder Situationen, wo ich sage, nee, jetzt muss ich wieder hochgehen. Und das auch in enger Absprache dann mit den behandelnden Ärzten. Genau, ganz genau. Ja. Ja. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Wo siehst du denn so die Zukunft? Du hast gesagt, du wolltest zuerst ein Buch schreiben, das für Ärzte ist oder das Ärzte ihren Ja. Patienten in die Hand drücken können. Wo siehst du so die Zukunft vom Umgang mit Schmerz in Bezug auf Meditation und Achtsamkeit? Kommt das im Mainstream an? Etabliert sich das jetzt oder bleibt es irgendwie doch eine Nische? Ist vielleicht auch spannend, du bist ja in Kalifornien zu Hause jetzt. Äh, Oft kommen Trends, mindestens wenn es um künstliche Intelligenz und so geht, von dort zu uns. Ich weiß nicht, wie es in der Medizin ist, aber siehst du da Trends, in welche Richtung das geht? Also eine Sache, was ich tatsächlich, sagen wir jetzt über die letzten 15 Jahre oder so Achtsamkeit unterrichten oder MBSR unterrichten sehe, ist, es kommen tatsächlich mehr Ärzte in meine Kurse. Am Anfang waren das nur Psychologen oder Psychotherapeuten, also die aus professionellem Interesse gekommen sind. Es kommen deutlich mehr Ärzte inzwischen. Ich sehe das auch, wenn ich im deutschsprachigen Raum unterrichte. Ich habe viel mehr Ärzte oder Ärztinnen, die zu meinen Programmen kommen. Also ich sehe da schon eine Bewegung, aber sehe noch nicht, dass das den Mainstream berührt. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Teil der Ausbildung würde. Ja, also für Ärzte. Und da muss ich sagen, da weiß ich einfach nicht, was im Moment im Medizinstudium unterrichtet wird. Also ich weiß, dass hier in den USA gibt es inzwischen tatsächlich eine ganze Reihe an Medizinausbildungsprogrammen, die auch Achtsamkeit mit als ein Modul unterrichten, was natürlich ein Wahlmodul ist. Ne? Es ist kein Pflichtfach bisher. Hast du einen Tipp, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer selber oder wenn sie jemanden kennen, der zu einem Arzt, zu einer Ärztin geht und genau findet, mit Achtsamkeit wäre da vielleicht etwas zu tun und der Arzt ist nicht so, weiß da nichts drüber. Wie Ja. geht man da am besten auf die Ärzte zu, dass die nicht einfach so sagen, jetzt ist da die Hokuspokus-Ecke und jetzt nimm mal schön deine Medikamente und dann nimmt man die nicht, das ist ja auch nicht gut. Dann ist kein Vertrauensverhältnis da zwischen Ja, Arzt und Patient. Ja. ja, ja. Also ich würde mir Gespräche und Offenheit wünschen, ja, einfach zu sagen und eben auch schon auch also oft kommt es von Patienten, ne? Also dass die Patienten, also ich kann mich selber gut dran erinnern, dass also auch in der Onkologie, ich sehr genau hingehört habe, wenn Patientinnen gekommen sind und sagt, das hat mir total geholfen, ich habe das Programm gemacht oder dieses dieses Supplement hilft mir total. Da höre ich sehr genau hin, weil die haben ja auch nicht alle Antworten. Ja, und Erfahrung ist letztlich, ich bin ja nicht in der Situation, ja, und manchmal ist es so, also ich denke, manche Patientinnen wissen mehr über ihre Erkrankung als ich, ja, weil die sich nur in diese eine Krankheit mit der auseinandersetzen, ja, und eben alle Blickwinkel sich anschauen.
Ja, und ich würde mir wirklich hoffen, also erwünschen, dass, ne, wenn also Menschen wirklich jetzt Achtsamkeit und Mitgefühl das anfangen zu praktizieren, wirklich zu sagen, bitte sagt das euren Ärzten. Ja? Einfach nicht, das ist jetzt der richtige Weg, sondern einfach zu sagen, ich habe das gemacht und das hilft mir. Und wenn die das immer wieder hören, dann wird sich das auch ändern. Ja, und ich muss natürlich sagen, ich versuche das natürlich auch von der anderen Seite, so mehr so, ne, in die Ärztefortbildung auch reinzukommen, aber das ist nicht so leicht. Ja. Ich blicke auf mein Mindmap und es gäbe noch viele spannende Themen, aber es soll ja auch noch einen Anreiz geben, dein Buch zu lesen. Aber gibt es noch irgendwas, das ich nicht gefragt habe, das du jetzt ganz wichtig finden würdest? Ja, ich glaube, wir haben ein ziemlich weites Feld abgedeckt heute. Ja, Sehr ja. gut. Dann sag doch nochmals, wenn man das Buch, das ist jetzt erschienen, ganz neu, druckfrisch auf Deutsch. Mhm. Sag nochmal, wie es heißt und auch wo man sonst mehr zu dir findet, wenn man irgendwie mit dir in Kontakt treten oder Kurse besuchen möchte. Ja, also das Buch heißt Achtsamkeit und Selbstmitgefühl bei chronischen Schmerzen und das ist jetzt gerade im Klett-Cotta Verlag erschienen. Und ja, kann ich natürlich sehr empfehlen, also gerade wirklich die Meditationen auch zu praktizieren, weil letztlich geht es ums Praktizieren, nicht ums Lesen, ne? Also wirklich das umzusetzen. Ja, und man kann mich sonst über meine Webseite finden, einfach mein Name, christianewolf.com, wo ich auch Kurse und Retreats, die ich unterrichte, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum aufgelistet habe. Christiane, vielen Dank für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ja, vielen Dank für deine guten Fragen, Lukas. Das hat viel Spaß gemacht. Danke. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über Rückmeldungen und Inputs zu möglichen GesprächspartnerInnen. Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.